Servus beieinander. Ja, ich war jetzt lang nicht mehr am Aufnehmen. Ich hab hart Husten gehabt. Deswegen hat es jetzt ewig nichts mehr gegeben, weil einfach nur ins Mikro röcheln ist jetzt, ja, auch nervtötend. Deswegen, ja, bin ich komplett raus aus dem, was wir eigentlich drin haben. Und ich hab mir gedacht, dann fange ich halt einfach ein neues Spiel an und schwimme mich, wenn ich mal Zeit habe, wieder ein. Viele Videos werden wahrscheinlich nicht kommen, weil ich jetzt dann in 2 Wochen im Urlaub bin und davor halt ja auch nicht so unbedingt Zeit habe, aber heute habe ich mal wieder Bock und Ravenous Devils geht alleweil. Und ja, jetzt schauen wir mal rein. Ich habe es auch ewig nicht mehr gespielt, das heißt, auch hier bin ich komplett raus. Es ist prädestiniert dafür, dass wir gleich miteinander wieder mit einsteigen. Ich habe es auch noch nie durchgespielt, ich habe bloß einmal angefangen gehabt, aber da habe ich übelst gesuchtet. Aber ja, schauen wir mal. Es hat auch nicht einmal mehr irgendeinen Speicherplatz von mir. I barely slept while we were on the train. My thoughts kept me awake with a burning fever to see our new home. My wife Hildred and I decided to move suddenly. She hurriedly packed our luggage, taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well-known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large, cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business. A fancy tailor shop. Oh, it won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We've decided to use an unusual ingredient in our specialties as a result of the insanely high meat prices. Due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious. Human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. But don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up, and then they are ready for sale again. At full price, of course. We are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. Ja, ich glaube, die Story ist kurz zusammengefasst. Wir sind von unserer alten Heimat abgehauen, weil man so fast auf die Schliche gekommen ist. Und ja, jetzt sind wir in einer neuen Stadt und verwurschten da Leute und klauen auch ihnen Klamotten und verhökern's wieder. Soweit zur Prolog-Story. Und darum geht es jetzt im Endeffekt. Wir müssen jetzt halt hier da unsere Schneiderei aufbauen, weil da unten ist das Pub und nur weiter unten ist die Kirche. Genau, und wir zerwergeln Leid. Das ist alles. Das ist das ganze Spiel. How to zerwergeln Leid. Mehr machen wir nicht. Genau. Und ja, dann schauen wir uns mal das Tutorial an, weil ich habe es auch dringend nötig. Ich habe nämlich selber keine Ahnung mehr, wie gesagt. Gut. Unser Fleischverrat neigt sich schnell dem Ende zu. Die Menschen hier sind hungrige Hunde. Es war wohl die richtige Entscheidung, herzukommen. Wir werden so schnell reich werden. Also ich versuche auch so zickig zu reden. Man merkt's. Nicht so schnell, mein Liebling. Wir müssen uns bedeckt halten und hart arbeiten. Du weißt selbst, was alles auf dem Spiel steht. Natürlich weiß ich das. Du musst dich nicht immer wiederholen. Schmeiß die Leiche einfach unter die Küche. Ich kümmere mich darum. Alles klar, schnapp dir den armen Kerl. Früher oder später werde ich mir noch mein Rückgrat brechen.
Ja, dann zerwurstelt die da Alte ja. Das ist. Ihr ist das wurscht, glaube ich. Lecker Fleischi. Runter damit. Flapp. Endlich frisches Fleisch. Die Falte funktioniert super. Zeit, neues Hackfleisch vorzubereiten. Der neue Fleischwolf ist perfekt für große Körper. Ja, und da passt da wirklich irgendein Premium-Fettsack eine, aber da ist ja schon wieder nichts drin. Schaut dir das an. Wir brauchen Fettsäcke, Leute. Der neue Fleischwolf ist perfekt für große Körper. Nimm die Leiche. Nehmen die Leiche. Und benutze den Fleischwolf. Wir benutzen den Fleischwolf. Aber ein bisschen putzen kannst du herunter einmal. Da ist ja schon alles voll. Ja. Oh. Ich kann mich erinnern, dass die Suppen so gespritzt ist. Ja, Respekt. Gut. Rezepte. Oh, Meat Pie. Schau hin. Wir brauchen Mehl und Hack. Wir haben Hack. Also, ich brauche Mehl und Hackfleisch. Das habe ich selber gerade festgestellt. Ich brauche Mehl und Hackfleisch, um einen leckeren Meat Pie zu machen. Ich kann es bereits riechen. Zeit für die erste Zutat. Draufklatschen. Jetzt die andere. Zerwurschteln. Zum Backen das Tablett. Naja, also manchmal ist die Schreibweise da unten nur ein bisschen näher. Aber man kapiert es ja. Okay. Zum Backen das Tablett in den Ofen packen. Er ist bereits warm. Baking Time. Es wird bald fertig sein. Mit ein paar Änderungen könnte ich schneller sein. Natürlich könnten wir auch die anderen 2 Backöfen reparieren. Wir brauchen nur mehr Geld dafür. Ja, zerwursteln wir Leute. Leute zerwursteln ausbauen. Darum können wir uns später kümmern. Die Meat Pies sehen bereits goldbraun aus. Zeit, sie aus dem Ofen zu nehmen. Sieh oben nach. Die Auslage für die Gerichte ist leer. Ich werde ein paar Meat Pies anrichten. Auf diese Weise können Gäste sich selbst bedienen. Ah ja, mit dem Mausrad. Okay. Füll es auf. Anklicken. Okay, jetzt marschiert's los. Pop. Und. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Super, alles ist vorbereitet. Ich frage mich, ob mein Mann auch fertig ist. Er muss die Sauerei auf dem Boden beseitigen. Ja, wahrscheinlich auch nichts gemacht, der faule Hund. So. Lass uns mal schauen. Das ist ein Blutbad. Ich muss das beseitigen. Niemand kann hier hochkommen, solange Blut auf dem Boden ist. Zeit, den Mob zu nehmen, um sauber zu machen. Na gut, man muss ihm zugutehalten, er putzt ja jetzt wenigstens, ne? Aber sie unten in der Kirche, das ist ja... Ja. Ich habe vorhin ein wenig Kleidung gestohlen. Die Schaufensterpuppe ist aktuell nicht angezogen. Ich könnte ein paar der gestohlenen Kleidungsstücke flicken und sie weiterverkaufen. Zu einem erhöhten Preis natürlich. Auch wenn dies ein bescheidener Laden ist. Ich bin ein Profi. Zurück zum Geschäft. Nimm ein gestohlenes Kleidungsstück von dem Haufen. Ja gut. Zeit, die neue Nähmaschine zu benutzen. Sie ist wirklich nicht schnell, doch ich habe Zeit. Jetzt habe ich. Bam. Koordinieren und zusammenhalten sind die Grundpfeiler unseres Geschäfts. Ich sollte meine Arbeitsschritte an Hildreds Bedürfnisse anpassen. Die Kleidung ist endlich fertig. Ziehen wir es der Puppe an. Okay. Alles scheint fertig zu sein. Zeit, unsere ersten Kunden willkommen zu heißen. Öffnet die Geschäft. Meine verehrten Kunden, treten Sie näher und nehmen Sie, wonach Ihnen beliebt. Gott sei Dank habe ich die Auslage aufgefüllt. Ansonsten müssten Sie warten, bis ich mit Backen fertig bin.
Jedes Gericht hat einen unterschiedlichen Preis. Ich kann sie ja schließlich nicht umsonst rausgeben. Sie werden viel Geld für meine leckeren Mahlzeiten bezahlen. Oh, es scheint, als ob jemand nach einem Outfit sucht. Du kannst dir nie sicher sein, ob deine Arbeit und dein Stil von den Menschen geschätzt wird. Denke stets daran, das Beste zu geben. Wir möchten schließlich keine schlechten Bewertungen. Ja, also da, wenn eine Google-Bewertung verkehrt ist, dann schauen wir all das leider. Hm. Ich habe bald einen Termin. Ich muss bei einem Kunden Maß nehmen. Warte, bis der Kunde angekommen ist. Was haben wir denn hier? Oh, geh mal da rein. Jetzt sind wir alleine und schon kann ich Hilde mit neuem Fleisch versorgen. Ja, haus um. Ich nehme diese Kleidungsstücke, die brauchst du nun nicht mehr. Schmeiß die Leiche runter in die Küche. Also abstrippen. Zack. Bam. Zack. Und einen Kich. Und wenn Kunden kommen, wir müssen vorbereitet sein. Ja, dann tun wir putzen. Ich muss immer daran denken, sauber zu machen. Ich bin mir sicher, dass Hildred einen guten Job macht. Koordination ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, das heißt, es wird immer schneller. Man muss dann immer öfters hin und her switchen und wirklich schauen, dass der ganze Zeichen ineinander greift. Und ja, das ist eigentlich, es macht Bock. Auch wenn es makaber ist wie Sau, aber ich find's cool. Muss immer miteinander Koordination ist der Schlüssel zum Erfolg, ja genau. Der jetzt, ja. Gut, dann tun wir es hier mal da oben. Das einmal du. Gut, du tust mal da aufwerken. Weil man sieht ja, man hat da so Laufwege, ne? Und die kann man immer schön, während der eine was macht, kann man dem anderen dann gleich was auftragen. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, kann man das tauschen. Das probieren wir jetzt gleich aus, wenn ich da Stoffviertel in die Hand nehme. Jetzt kommt nämlich schon wieder einer angeschissen. Kann ich, nein, kann ich nicht. Ja, dann legen wir es wieder zurück. So. This is a masterpiece. Gut, sie muss jetzt da zerwägeln. As fast as I can. Er hat jetzt den Fetzen in der Hand, das passt uns. Und jetzt sticht man die derweil ab. Sie wartet, bis das Baucher ist. Kann man da schon ein Tablett? Nein, kann man nicht, okay. Ja, ich weiß das alles nicht mehr, da müssen wir schon ein wenig schauen. Ja, sie kauft jetzt die Klamotte da, das passt auch. Und schmeißen wir wieder an oben. Und dann putzen wir gleich. Man kann das ein bisschen so in eine Warteschlange stellen, wenn eine Aktion ausgeführt wird, kann man die nächste schon mal anklicken. Dann geht's ein wenig schneller. So, die Meatpies sind fertig. Da warten schon zwei an Geiern. Müssen wir gleich weiter da. So. Jetzt sind wir da fertig. Dann kann er da und sie kann da schon mal wieder runtergehen. Hallo, gehen wir da runter. So. Weil ich nicht schon schauen, dass da was vorwärts geht. Am Anfang ist es halt ein wenig zart mit einem Ofen. Aber da sind nur zwei Ofern, die kann man ausbauen. Nimm halt das Tablett, Mädel. Mal ein bisschen mitmachen. Ja. Vor dem Gesicht schon weggeklaut, ey. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Stich mal die Eure ab. Also wieder Lack fressen da. Ja, dann darf man es dabei zerwergeln. Zerwergeln ist das A und O. Er hat. Es dauert halt nur ewig, gell. Schmeiße mal. So. Schmeißen. Gut, dass bei der ganzen Sauerei, dass die da nicht selber vollgesaut ist wie Arsch. Das macht's gut. Das kannst, das ist super. So, du tust mal da, oh, genau, du tust da schön putzen und dann gehst du mal da hier und holst den Fetzen. Du gehst jetzt da wieder runter. Oder nein, du gehst jetzt zuerst einmal zum Müll. So. Schwierig, schwierig. Oh, ja. Egal. As fast as I can. Dachte schon so. Du mal du da. This is a masterpiece.
Da haben wir den alten. Okay, der schaut schon so zart aus. Müssen wir das da? Ja. 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 Gut. Mut ist er. Bäh. Naja. Oh. Ein Neuanfang ist nie einfach. Es müssen noch einige Verbesserungen gemacht werden. Ich habe eine Liste erstellt mit Dingen, die wir noch erledigen müssen. Dann können wir noch mehr Kunden bedienen. Schauen wir, was wir verbessern können. Upgrades. Ähm, ähm, gibt sehr viel. Man kann da mehr Sachen, natürlich mehr Zutaten, Kaffee, andere Maschinen, wie man die Typen zerwergeln. Da kann man ausbauen. Ich bin jetzt erst einmal für. Ich hätte jetzt gesagt, den zweiten Backofen können wir uns leider nicht leisten. Schaut eine zusätzliche Werkpuffer, das ist natürlich auch gut. Aber ich glaube, schneller kecheln. Oder? Ja. Da haben wir schneller kecheln. Briefe, Skins. Achso, ja, da kann man sich anders anzeigen. Das ist neu. Ja, genau. Dann gehen wir wieder zurück. Und man kann auch vorbereiten. Das heißt, wir haben jetzt da noch irgend so einen There's blood everywhere. Typen. Jetzt ist da, unser Bude ist zu. Ne? Aber man kann da vorkochen, etc. pp. Und das tun wir jetzt auch ein wenig. Dann läuft's nicht mehr so zart, weil dann können wir gleich nachlegen, sobald irgendwas weg ist. Das ist dann eigentlich ganz cool. Man kann sich da auch schön Zeit lassen. Da hat man dann auch keinen Stress. Das ist das Schöne drauf. Da ein wenig ranzählen, das ist schon mal gut. Ein bisschen Fett im Meatpie und dann kommt geschaut. So. So, jetzt ist da die Portion fertig. Jetzt steht das Tablett wieder da, kann man eine neue Portion machen. As fast as I can. Now I just wait. Ja, wenn's du willst, kannst du wieder einen verwursten. So. Was tut er da schönes? Jawohl. So. Wunderbar. Schaut das da gut aus? Da schaut's auch gut aus. Ja, perfekt. Schau hier. That smells so good. Dann machen wir mal auf. Neuer Tag, neues Glück. Geh mal du gleich aufs Foto. Ja. Da war so eine. Bäh. Schaut schlimmer aus wie in jedem Splatterfilm, hey. Aber Hauptsache, wir haben getrocknete Chilischoten und Kräuter. Man muss seinen Menschen schon würzen, wenn man frisst. Das ist essentiell wichtig. So, schaut's. Ah, und schon wieder was verkauft da. Schau an. It's really warm. Da haben wir mal ein Maß nehmen. Schaut wenigstens noch ein bisschen jung und frisch aus da. So, There's blood everywhere. neues Hack, neues Glück. Moving. Zack. Typen zerwurschten. As fast as I can. So.
Meine Hände müssen frei sein, um das zu tun. Ja, sorry. Es war jetzt keine Absicht. Passt. Ihm geht's soweit gut. Sie wurstelt nur ein bisschen. Der letzte Pie ist raus. Das ist super, da füllen wir gleich wieder nach. Da kommt auch schon wieder ein neues Frischfleisch. Die sich aber einen Scheiß für uns interessiert. Ja gut, dann halt nicht. Na, kommst wieder in die Puppe. This is a masterpiece. So, du kannst das gleich mal in die Hand nehmen und du kannst das gleich wieder in die Hand nehmen. So. Und abstechen. As fast Aufnehmen, da reinschmeißen. Schön werfen, mein Freund. So. Das Ding ist fertig. Du kannst gleich mal laufen. Du tust mal zusammenwischen, da schaut's aus wie Arsch. So. they look good. Du da schön weitermachen. So, so, so. So. Hopp. Ah ja, er hat nichts zum tun soweit. Passt. Gut, dann schmeißen wir ihn in die Ofen. Baking time. Geht aber jetzt wirklich viel, viel schneller. Das ist cool. Ähm. Jetzt wartest du mal kurz, bevor ich die anstich. So, wunderbar. So. Zack. Moving there. Letzte Kunden. Ja, achso. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt habe ich da gerade rumgeklickt. Ja, wurscht. Auf irgendeine Weise wird sich unser Ruf stetig verbessern. Das reicht aber nicht. Wir sollten wahrscheinlich ein paar neue Arbeitsgeräte kaufen. Dann werden sicher auch berühmte Persönlichkeiten unsere Shops besuchen. Okay. Ja, genau. Wenn man die Kunden zufriedenstellt, kriegt man einen besseren Ruf, kennt man von anderen Restaurantspiele und anderen Simulatoren Gedöns oder ja. Man geht natürlich da hier, wo die Google-Bewertungen top sind, deswegen brauchen wir auch solche. Und ja, genau. Täglicher Umsatz 26 Pounds, das ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt werden wir mal was upgraden da. Bin wieder eine neue Werkbank, weil dann kann man schon mal Ort drum vorbereiten, Ort drum in den Ofen schmeißen. Das ist sau cool. As fast as I can. Baking time. So, jetzt kann ich nämlich da schon wieder was hinschmeißen, weil da fällt ja jetzt das Tablett. Ist ja gerade in Benutzung, haben wir festgestellt. Und ja, jetzt ist das hier praktisch schon fertig. Moment, jetzt muss ich was testen. Was testen. Ich glaube. Na, kann man nicht. Okay. Ah, verdammt. Okay, Auf wie du eher muss auch noch wegen ein Stück Stoff, um die Nähmaschine arbeiten zu können. Ja, nimm's halt dann, du Biffy. So. Kann man das auch schon As fast as I can. fertig praktisch hinstellen da? Now I just wait.
Ich glaub fast ja. Ich kann mich grob erinnern. I should clean this from time to time. Da geht er außer der Bad. Jawohl, wunderbar. That smells so good. Ja, der Franz Herbert, der riecht wieder besonders gut. Ja, super. Aber man kann das da hinlegen. Das ist schon mal eine super Sache. Weil dann kann man ja noch effektiver arbeiten. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ah, so. Mal bequemer hinhocken. So. Smells so good. Ich finde es ja super, dass sie kleinen Geruchsgasmus kriegt. So. Gut, dann. Kann ich noch irgendwas upgraden? Ich glaube wahrscheinlich nicht, oder? 20. Ah, ein Fleischwolf. Den glaube ich bauen wir als nächsten. Mhm. Oder die Auslage, dass wir die vielleicht, oder können wir mehr vorwursteln. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. A letter just arrived. We moved here not long ago. No one should know us. Who may have sent this? Did you tell anyone about our departure? Silence. Let me read. God, someone knows our secret. Was steht drin? Nichts Gutes. Nur Drohungen. Anscheinend kennt der Absender uns sehr gut. Scheint, als hätten wir einen Bewunderer. Wir können aber nicht schon wieder abhauen. Wir haben alles, was wir hatten, in das Haus investiert. Mir gefällt die Situation auch nicht. Mir gefällt die Situation immer noch auch nicht, dass er uns in Schwierigkeiten bringen will. Er klingt wie ein reicher Kunde, der auch von einer Belohnung spricht. Ich würde mich darauf nicht verlassen. Haben wir eine Wahl? Entschuldigung. Also, was machen wir? Vorerst nichts. Wir spielen nach seinen Regeln und sehen, was er weiterhin von uns möchte. Aufgrund seiner Aussagen weiß er zu viel. Würden wir die Stadt verlassen, würden wir uns in Gefahr bringen. Er scheint ein einflussreicher Mann in der Stadt zu sein. Na gut. Lass uns das Beste hoffen und vielleicht können wir Kapital aus der Situation schlagen. Es wird nie langweilig bei uns. Immer Ärger. Egal. Ich werde erst einmal wieder an die Arbeit gehen. Ich ebenso. Gut, Upgrades. Da ist ein Brief. Aber was da drin steht, werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Ich hoffe, ihr findet das Spiel soweit cool. Ich hab's ziemlich gefeiert, wie ich das erste Mal gespielt habe. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal.